Fire Emblem, die Mächte in uns. Willkommen zurück, Freunde, hier zu Shadows of Valencia. Ja, hier werden wir natürlich ordentlich mehr an Powerzuwachs gebrauchen können, wenn wir uns hier behaupten wollen, weil es sieht schon ja, alles sehr, sehr übel aus. Also mit allem werde ich, denke ich, schon erstmal nach rechts weitergehen, denn ja, also denk mal, es ist ziemlich offensichtlich, ist hier optional. Ich könnte schnurstracks hier rüber gehen, hier Gegner platt machen. Keine Ahnung, ob ich jetzt Jerome oder Seki rekrutieren könnte. Vermutlich geht nur einer, vielleicht geht da gar keiner. Je nachdem natürlich, Bergdorf und so. Ich könnte direkt hier hoch. Das Problem ist halt, Alm ist noch nicht entwickelt und wie mit ihm entwickeln, ich automatisch. Ich habe also so das Gefühl, entweder, es ist das storybedingt, also entweder muss ich mit allem sowieso bis hier hoch, weil das halt schon so offensichtlich wäre, wegen Story und so. Andererseits wäre es noch zu weit, weil Celica ist bereits jetzt entwickelt, also, dass man so ein bisschen überlegt und ich glaube, könnte es nicht sogar sein, dass allem sich jetzt schon entwickeln kann, aber da gar nichts daneben steht, also sprich, ihr könnt zum Beispiel den Waldschein aufsuchen, entwickeln und dann nach oben marschieren und fertig. Wäre eine Option, aber ihr kennt mich ja, ich will alles ein bisschen erforschen, so deswegen gehe ich mit allen nicht zurück, ich gehe auch nicht mit ihm nach Westen, ich gehe in den Osten. Und zwar hier zu Mala, gucken was passiert, plus Bergstein entwickeln, wenn es irgendwie geht, ich hoffe es, weil sonst habe ich langsam ein Problem mit allem. Und dann Nui Baba, weil ganz ehrlich, wir wissen ja, Nui Baba will allem reinlegen, ist eine Falle hier, aber ja, es nimmt mich halt Wunder, was geht hier ab? So, aber das ist alles Zukunftsmusik, denn heute ist ja normal Celica dran. So, kurz und schmerzlos, wa? Ja, Celica, der hat irgendwie sowieso hier ganz kurze Schlachten, also wenige Schlachten. Totenbuch, die Schlacht. This place gives me chills. Small wonder it's got a charming name like Dead Man's Mire. I can handle dead men. It's this humidity that's killing me. Let's clear a path and get going already. No arguments here. On tease. Huh? What is it, lass? I thought I heard someone calling my name. You sure? I didn't hear anything. Perhaps this place is simply preying on my imagination. Das gefällt mir nicht, das hatten wir bei allem schon mal. Mit solchen Illusionen, nicht wahr? So, Positionierung. Das ist ein AIDS-Mod. Oh, nee. Och, nö. Och, doch. Oh, nee. Scheiße, ich muss hier durch. Oh, leg mich am Arsch. Okay, was tue ich, wa? Das ist ja die gute Preisfrage. Ich denke, Valba muss einfach irgendwie durch. Scheiße, ich habe keinen Teleport. Wieso habe ich keinen Teleport? Wäre so praktisch. Egal. Pegasus ist logisch, die können am schnellsten vorwärts, deswegen kommen sie auch hinten ran. Dann unsere Top-Mannschaft. Ich sortiere es mal ein bisschen so, weil Atlas und Lien sind sowieso, ja, schützenmäßig gut. Atlas ist noch am Trainieren, wa? Also, habe ich eine Gelegenheit bekommen als Schütze, vielleicht klappt sie mal noch, aber Lien ist einfach nur ein hoffnungsloser Versager. Ich muss leider so betonen, Leute. Ah, der hat ein Kriegerschwert, ein Rion-Schild und so. Jo. Dann mal gucken, was hier so abgeht. Wir haben auch hier wieder Dunkelkrieger, wie gewohnt. Wir haben natürlich viele Magier. Wir haben die Scheißtypen. Wir haben Garcia. Das sieht fast ein bisschen aus wie so einer dieser Gargoyles früher, war. Ich überlege gerade, wie war das schon wieder mit der Titelmusik irgendwie? Wir sind die Schrecken der Nacht. Wir sind die Gargoyles. War zumindest irgendwie ein epischer Moment. Die Gargoyles, genau. So, ja, was soll er sonst machen, wa? Muss einfach ein Zombie durch. Scheiß drauf. Schaden 5, ja, dürfte klar sein, diejenigen, die halt viel KP haben, kommen schnell durch. Und der Rest, gut. Ich will doch quatschen. Okay. Der Rest geht nach oben und guckt sich da mal ein bisschen um. Wenn unsere 3 Pegasus, ja, ich glaube, die werden hier wirklich noch sehr, sehr viel reißen können. Jo, Prinzessin Antis, los geht's mit dir. Yeah, I'm wrong with ready.
Er hat dann noch relativ viel KP und Lien ist sowieso ein Loser und so gesehen, naja. Oh nee, ist aber so ein Gargoyles, oh, da sind schon wieder. Ach du Scheiße, okay, ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen, weil wenn der da plötzlich oder wenn die da loslegen mit den Gargoyles, dann habe ich ein Problem. Und zwar ein massives Problem. Schnell rüber. Ich weiß, hier, da ist mir schon alles klar, aber ich habe ja allerweise Magie und so, also wird schon schief gehen. Dann mal rüber, Pegasus natürlich mal gucken. Ja, klar, ich habe ja Gargoyles und so. Ich kann die schon mal abfangen, ich kann die alle schwächen und so weiter und so fort. Das ist alles kein Problem. Gibt noch ganz andere Probleme. Aber warte mal. Ja, ist natürlich scheiße, der kommt bis dahin. Okay, bringt zwar nichts. Ne, ich muss nach oben. Ich muss definitiv nach oben. Interessante Musik. Wenn ich mal so betonen darf. Den Radius, ey. Ich meine, klar, den Stahlbogen, aber man kann so übertreiben, Leute. So, immer mal sagen, erstmal hier ein bisschen aufholen. Die Ball angegriffen. Das denke ich mal ziemlich offensichtlich. So, er kommt bis dahin, gut. Danke, Trio. Mal gucken, was er da machen kann. Und erstmal mit Palla quatschen. Is something wrong, Katria? You seem down. Oh, it's nothing. Just musing on Arcanea a bit. I see. I too worry about our home. I hope Minerva is all right. And what? Well, I'm curious who it is that you were thinking of. What? There's no who. I was just... You can be so cruel sometimes. Perhaps we'll both just leave it at that then, Now let's get to work. The sooner we win, the sooner we can return home. Agreed. Lady Minerva, was Leute, ich mache mir gerade so meine Gedanken darüber. Und zwar bezüglich, ja, der Story nach dem Hauptspiel, war. Im Gegensatz zum Original gibt es hier nach der Hauptstory noch was zu tun. Es gibt, wenn man so will, noch einen Akt dazu, einen zusätzlichen Akt. Und ja, wie gesagt, schon ein paar Gedanken darüber gemacht, so um was der gehen könnte. Und der Begriff Lady Minerva, das hat schon die ganze Minerva, kommt da bekannt vor. Klar, aus Awakening zum einen, aber natürlich auch aus dem Original Fire Emblem. Oder beziehungsweise Shadow Dragons. Und ich habe das Gefühl, ich weiß, wohin uns... Also es würde mich nicht wundern, wenn die Afterstory, wenn die ein bisschen um die Heimat von den dreien handelt. Um Arcania. Oder wie der Ort schon wieder hieß. Könnte ja sein, theoretisch, wa? So. Mal gucken, greift an und so. Okay, kein Problem. So, zum Glück seid ihr Pegasus Ritt drin. Dann macht ihr mal die Gargoyles platt. Ich denke, das ist ganz gut. Ja, das klappt ganz gut. Ja, mit Critical sowieso. Alter, Gargoyles, gar kein Thema mehr für die. Denn es sind die Schrecken der Nacht. Au, au, au! Aua, das hat aber echt wehgetan. So, jetzt haben wir noch ein Problem, nicht nur Dunkelkrieger, sondern leider auch die Magie. Deswegen, echt, muss leider nach vorne, geht nicht anders. Vor allem bringt nichts anderes. Schnell nach unten, hier unten schon mal ein bisschen vorbereiten alles. Das könnte, glaube ich, eine gute Initiative sein, was doch irgendwie schon mal nach oben war. Ich komme leider nur mit Saber vorwärts, das ist ja echt ein bisschen scheiße. Vielleicht muss ich aber gleich mal noch ein paar Einheiten rufen. Wenn das so weitergeht, so, die Schrecken, war, also ganz ehrlich. Bei Ketria und Palla machen wir jetzt gar keine Sorgen. Die werden hier alles wegrocken. Bei ihr hingegen habe ich ein bisschen Schiss, wobei... Ja, auch das wird gehen. Natürlich gucken, wegen Triangelattacke und so. Wenn ich hier hingehe, kann zum Beispiel den hier platt machen. Dann stünde sie um den. Geht leider nicht ganz auf. Außer wird ein Risiko eingehen. Nö, keine Chance. Ich schicke die sicher nicht in die Reichweite von dem Schützen. Never ever. Das tue ich jetzt garantiert nicht. Ich könnte natürlich
So, es geht nicht auf. Kann ich machen, was ich will, es klappt nicht. Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh war für Trägenattacke und so. Vielleicht noch ein bisschen zu früh. Dann schnappe ich mal den hier rüber. Oh, obwohl. Nein, mach's anders. Komm, ich schnapp mal den da. Sturmlanz im Fiasko. Ist besser. Und ich brauche die KP unbedingt noch. Unbedingt. Ja, aber trotzdem, da unsere 3 Pegasus-Ritterinnen. Ist noch ein bisschen früh, das zu sagen, aber glaubt ihr, haben echt einen fixen Platz bei uns im Team. Klar, es muss noch ein bisschen Level und so, aber grundsätzlich. Panzerfiasko, jetzt haben die alle ihren scheiß gut Langspeer, Stahlhans sind natürlich ganz gleiche, aber trotzdem episch. Gut, Gargoyles hier oben sind bald erledigt, jetzt muss ich hier unten gucken, vor allem wenn ich da mit Saber durchhalte. Eigentlich müsste Saber in One hitten. Ja, das ist schneller, ernsthaft. Okay. Da habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Jemand, der schneller als Saber ist. Gut, sind sowas. Och nö, das ist nicht euer fucking Ernst. Au, 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 au! So. Bist du halt hier, kriegst noch ein bisschen Damage. Du triffst ihn. In der Theorie triffst du ihn. Aber auch nur in der Theorie. Nee. In der Praxis keine Chance. Nicht mal den Hauch einer Chance. So, ich müsste eigentlich dringend mal heilen. Wenn man ganz kurz. Das ist natürlich scheiße mit dem Schützen. Was soll das ein Schütze, wenn du schon irgendwie. Ich wollte gerade sagen, klein kriegen. Yo! Ich wäre um ein. Alter. Ist ja mein Crit plus 5 war, also nicht unterschätzen. Die 24 oder direkt normal angreifen, zweimal hohe Crit-Chance. Okay, mach's nachher so. Aber erstmal muss ich ihn heilen und zwar. Dank ihr mit Pogativ geht das. Sehr gut. Sie kommt nicht allzu weit. Wer die höhere Verteidigung? Das wäre Sonja. Dementsprechend würde ich mal sagen, Sonja, bitte miesen Excalibur. Was? Ja gut, ich weiß es. Dunkelkrieger und so, die haben viel Resistenz, aber das ist gerade ein bisschen übertrieben. 19 Crit. Sag mal. Euro. Mal einen Euro. Ne, Aura. Dankeschön, mate. Damit einer quitten kann. Ah, ja, ich glaube langsam ist ein bisschen übertrainiert. Die hat nicht mehr viel, was sie machen kann. Toll, dass wir eigentlich Erholung für ihn einsetzen können, war. Voll vergeigt. Egal. Defensive bringt jetzt nicht so viel voran hinter lauter Magier. Jo, da haben wir natürlich Freude dran. Freude herrscht und so, nicht wahr? Deswegen die Überlegung. Erst ihn platt machen. Oder ich einfach nach unten. Komm, machen wir erstmal das hier. Vorwärts klar, kein Problem, aber erstmal. So, Bediener ganz kurz heilen. Ich glaube, Saber müsste gegen die anderen locker überleben. Fürs Erste. Sie ziehen 5 ab, wenn sie treffen. Der zieht weniger mit Miasma. Seltsam, aber ist so. Er hat überlebt das locker. Ich mache erstmal einen Schützenplatt. Das heißt aber auch, erst einmal weiße Magie, Purgativ. Wenn es geht, Maximum hoch. Ja, Maximum mehr oder weniger. Saber, ein Crit. Danke.
freue mich schon so darauf, die Teams zu kombinieren. Die Saber und Quaid Offensive. Alter, wer soll die beiden aufhalten? Tauschen? Wäre gar nicht mal so doof. Halt für den nächsten Zug da, wenn es darum geht, dass ich... oh, die sehen natürlich hier unten scheiße. Ja, die sehen natürlich da unten scheiße. Genau, da würde ich sagen, er ist da unten scheiße. Die Attacke kostet 10. Lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht wirklich. Angriff. Ja, ich weiß, ich krieg Damage. Problem ist, ich habe hier schon ein paar neue Gargolds im Nachrücken wollen und das missfällt mir ein bisschen. Auch nichts, was ich machen kann. Panzerfiasko. Der Tage kostet mich halt immer 10 KP, versteht ihr? Also, klar ist der Move cool und so, gar kein Thema, aber wenn es mal ständig KP kostet, ist schon ein bisschen scheiße. Aber ich jetzt direkt in die Reichweite des Schützen gestellt. Natürlich habe ich es gemacht. Warum? Weil ich einfach intelligent bin. Oh. Michael, please. Ja, wenn ich Pech habe, krepiere gleich Palla. Wobei, ein Hieb, nein. Nee, das überlebt sie locker. Also. Er muss ja auch... Ja, ich weiß. Aber ich muss doch trotzdem irgendwie... die Reichweite stellen. Von 2. Ne, warte mal, du kannst nur von einem angegriffen werden. Gut. Passt soweit. Ja, mittlerweile sind die Schützen ja auch schwächer als früher im Final Spielen, also das ist nicht das Problem. Jetzt kommt der, er versucht es mal gegen... Ja, oh. Ja, ich glaube, Seo macht das locker. Ein bisschen mehr Kabel würde ich mir für ihn wünschen. Okay. Er könnte Pegasus-Ritter oder Falkenritter von mir aus angreifen, macht's aber nicht. Wo ist die Logik, frage ich mich gerade. Auf alle Fälle ist Saber sauer. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Er ist ziemlich sauer. Verständlich. Sehr gut geschwächt für Est. Genau, da ist der Einzelne gleich auf sie zukommen kann. Und nochmal ein Level Up. Was heißt nochmal? Ah, ein bisschen mehr Speed wäre es wohl gewesen. Gut, das ist nicht so schlimm. Au, au. So. Ja, ich würde es gerne tun, Leute. Ich würde es echt so gerne tun. Und müsste erstmal die anderen hier verschwinden. Und zwar ganz dringend. Problem ist, Saber keine Chance. Saber, Atlas. Entschuldigung, bin schon ein bisschen verwirrt. Auch mit Jessie komme ich nicht vom Fleck. Das ist gerade wirklich himmeltraurig. Wir haben natürlich noch sie hier mit Aura. Aber ich krieg ordentlich auf die Mütze. Muss halt nur ausweichen, wa? Alter, macht immer viel Damage bei ihr. Und sie kommt nicht hoch, scheiße. Es nimmt mit ihr anzugreifen, ich weiß es nicht. Bin verwirrt. Gut, dass noch nichts Neues war. Egal, ich mache Seraphim, hoffe das Beste. Und zwar, dass ich getroffen werde. Oder so. Gut, dann hat sie relativ wenig Verteidigung. Das heißt, die Magier kann ich eigentlich... Wenn die alle so zukommen, ist sie auch tot. Also müssen wir ganz ehrlich mal in Betracht ziehen. Aber... Ich überlege jetzt gerade. Ich hätte jetzt sogar fast gesagt... Jetzt mache ich mit Saber kurz zurück, damit Antis ihn heilen kann. Ja, ich sage jetzt extra Antis zu ihr. Und dann rufe ich mit ihr halt... Also mache Anrufung.
Weil die haben mehr KP als, weniger KP als mehr, deswegen müssten sie eigentlich ein größeres Ziel darbieten. Eigentlich. Wir hatten auch schon mal andere Situationen und so, also, warte mal, das ist eine doofe Position. I'll take care of it. Tease kommt hier nur bis dahin. Ja, langsam müssen wir mal hier heilen. Da macht Saber zwar echt einen guten Job, aber zu viel zumuten ist auch nicht gerade praktisch. Oh, geht natürlich raus. So. So, falls doch was passiert, stell jetzt mal in den Wald hinein. Wobei... Ah doch, Wald ist immer gut, weil wenn es angegriffen wird, ist es angegriffen, also kann ich viel dagegen machen. Wenn ich so oder so marsch. So. Hoffen wir mal auf das Beste, wa? Dann die hier sind auch kein Problem. Bei Ace jetzt wirklich die Frage, zurückziehen, angreifen, was mache ich mit ihr? Am liebsten würde die halt alle killen. Das wird bedeuten... Sie müssen nach einem Angriff standhalten. Die machen ja 10 Damage, sie hat 5 Verteidigung. Sie wird es also überleben, nach einer auf sie zukommt. Ist halt fraglich, Freunde. Es ist sehr, sehr fraglich. Erst muss der wieder weg. So, der wäre auch hinüber. Jetzt eben das große Problem mit Ace, was mache ich da? Ich meine, klar, ich kann abhauen. Ich kann aber auch angreifen. Ich habe mir Milas Zeitendraht noch, versuch's mal ganz kurz. So. Fast ein Level Up, oh Mann. So. Jetzt kommt noch einer auf sie zu. Das ist natürlich da ein Problem. Ich gucke mal, ob meine Strategie aufgeht. Aber warte mal, ich habe ganz vergessen. Ich kann reinpacken. Beziehungsweise könnte, ist es clever. Okay, ein Magier kommt auf ihn zu. Das kann ich riskieren. Valba, hat ein bisschen Resistenz, aber ich habe Angst vor denen. Ach komm, no risk, no Valba. Was für ein Scheißspruch. Okay, der Plan geht soweit auf. Zwei Magier, Angriff verbraucht. Der dritte verbraucht ihn gleich auch. Der vierte. Wow. Wieder mal ein unnötiger Crit. Genau, greift nur an, gar kein Thema. Wieder einer tot. Ja, Falkenritter sind echt geil, also je mehr, desto besser. Obwohl halt, ich sag's mal so, 2 sind natürlich geil, 3 noch besser, bei 4, wenn ich halt alle nachher ins Team kombinieren würde mit allem und so. Also Claire auf die Ersatzbank schicken, fände ich ein bisschen sehr fies, also, bei 4 müssen wir echt überlegen. Ja, wo sind die Klauen des Schreckens? Ja, wir sind immer die Klauen des Schreckens. Wir sind die Illusion des Schreckens. Angenehm. Okay. Au, 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 au. Yeah, Heilung. So, Freunde, stellen jetzt mal ganz kurz die Animation aus, weil hier unten ist echt ein bisschen doof. In der nächsten Folge geht's hier weiter. Wir werden sogar finishen, weil es sind nicht mehr viele Gegner. Wir sind bereits auf der anderen Seite und so. Es wird glatt gehen. Hoffen zumindest, weil, ich muss erst noch hochkommen wieder, wa? Scheiß Illusionen sind im Weg. Die Illusionen sind im Weg. Wie komme ich da jetzt ein bisschen hoch, wa? Ups. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.